Das Thema heute in unseren Schritten durch die Bibel: Trost und Hoffnung. Auf einem englischen alten Friedhof habe ich einen wunderbaren Grabstein gesehen. Da stand geschrieben: Nothing I can bring, only to thy cross I cling. Wir können gar nichts bringen, aber ans Kreuz des Herrn Jesus können wir uns klammern. Wir als Christen, wir haben einen wunderbaren Trost. Wir als Christen, wir haben eine Hoffnung. Und über diese Hoffnung möchte ich heute Morgen sprechen aufgrund von 1. Korinther Kapitel 15. Und es ist mein Gebet, dass der Herr Jesus Gnade schenkt, Vollmacht schenkt und dass er nicht nur irgendwie Worte schenkt, sondern auch, dass diese Worte uns zutiefst ins Herz dringen und wir wieder ganz neu mit einer lebendigen Hoffnung, mit dem Blick auf den Herrn Jesus nach Hause gehen. Und deswegen dieser Gottesdienst, er möge uns trösten, er möge uns Mut machen, neu die Hoffnung entfachen, unsere Blicke wieder ganz neu auf Jesus Christus richten. Ein zentralmexikanischer Indianerdialekt, der drückt die christliche Hoffnung, oder besser gesagt den Trost wie folgt aus. Dieser Indianerdialekt sagt über den Trost: Der, welcher die Wärme unserer Seelen schenkt. Wir haben Seelentrost, wir haben Wärme. Und das ist die Wärme, die kommt von der Ewigkeit und dringt in unsere Herzen. In einem Gedicht schreibt Joachim Krebs Folgendes: Hoffnung, die belebt, Hoffnung bewegt. Hoffnung macht stark und Hoffnung trägt. Hoffnung auf Gott erweitert den Blick, über Leben und Tod hinaus um ein kräftiges Stück. Hoffnung auf Gott ist Hoffnung, die bleibt. Hoffnung, die selbst der Tod nicht zerreibt. Wir als Christen, wir haben Hoffnung. Und wisst ihr, wenn man so zurückschauen kann auf ein langes Leben, ich rede jetzt nicht von mir, sondern ich rede vom Apostel Paulus. Und dieser Apostel Paulus, er schaut zurück auf sein langes Leben und dann kann er sagen, am Ende seines Lebens, ganz kurz vor seinem Tod, kann er sagen, und das ist Ausdruck von echter Hoffnung, von echtem Trost. Da sagt er: Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel erreicht. Wer kann das sagen? Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel erreicht. Ja, ich habe den Glauben unversehrt bewahrt. Und dann sagt er: Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tage zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die sich auf sein Wiederkommen freuen. Hast du auch diesen Trost? Hast du auch diese Hoffnung? Ich hoffe und ich bete, dass es auch eines Tages so sein wird am Ende meines Lebens, dass ich zurückschauen kann und sagen darf: Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben bewahrt. Hinfort liegt mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Das ist Hoffnung, das ist Trost. Wir leben nicht einfach so ins Blaue hinaus. Wir haben ein Ziel, wir haben einen Inhalt. Ja, wir haben Jesus Christus. Und so wollen wir miteinander den ersten Punkt miteinander anschauen. Der Hans-Jörg hat den gelesen. Es ist das gute Fundament, das gelegt wurde. Ich hoffe auch in Ihrem persönlichen Leben. Wir haben angesprochen den Glaubenskurs, den wir anfangen wollen bei unserer Gemeinde. Es geht darum, um ein Fundament zu legen, ein Fundament, das hält. Und jeder, der schon mal gebaut hat, der weiß, das Grundlegende, das Erste, was gebaut werden muss, ist ein gutes Fundament. Die Gläubigen in Korinth, die waren auf gutem Grund gebaut. Weswegen wissen wir das? Wer war ihr Lehrer? Wer hatte dort 1,5 Jahre lang unterrichtet? Wer hat ihnen den Glaubensgrundkurs beigebracht? Es war der Apostel Paulus selbst. Der Apostel Paulus war 1,5 Jahre in Korinth, hat ihnen gepredigt, hat ihnen das Evangelium erklärt, hat ihnen die Zusammenhänge aufgezeigt, hatte guten Grund gelegt.
Und nun kann er sagen über seine geistlichen Kinder, dessen Grundlage er selber gelegt hat, kann er Folgendes sagen. Und wir lesen miteinander aus unserem Kapitel die Verse 1 bis 4. Wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, bitte schlagen Sie die auf. Auch auf einem iPhone oder egal was, aber schlagen Sie bitte die Bibel auf. Da sagt der Apostel Paulus: Ich weise euch noch einmal auf die Gottesbotschaft hin, und ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich weise euch noch einmal auf die Gottesbotschaft hin, die ich euch gebracht habe, liebe Geschwister. Also er redet hier zu den Korinthern. Und dann sagt er, ihr habt sie angenommen und steht darin fest. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Andernfalls werdet ihr zu einem Glauben ohne Wirkung gekommen. Er sagt damit, dass Glaube immer Wirkung hat, immer was auslöst, immer was verändert. Wenn du ein Kind Gottes bist, du kannst nicht bleiben, wie du bist. Es gibt Veränderungen in deinem Leben. Und dann sagt er, ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Denn Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Also die erste Grundlage, Jesus starb für uns. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, so wie es die Schriften gesagt haben. Also Paulus sagt, ihr lieben Korinther, ihr seid auf gutem Grund gebaut. Wenn ihr das als Grundlage habt in eurem persönlichen Leben, Jesus ist für mich gestorben. Er ist für mich auferstanden und er lebt. Wenn ihr das als Grundlage habt, dann seid ihr schon mal auf gutem Grund gebaut. Das Evangelium von Jesus Christus ist nichts Dubioses, nichts Undefinierbares. Nicht einfach etwas so, das man herausgeholt hat, an den Haaren herbeigezogen, sondern Paulus sagt hier zweimal hintereinander, sagt er, aufgrund der Schriften, aufgrund dessen, was Jahrhunderte zuvor Propheten geredet haben im Auftrag Gottes. Und auf diesen Grund sind wir gebaut. Über Jahrhunderte, ja, 2 Jahrtausende haben die Propheten des Alten Testaments in der Bibel gesprochen. Und sie haben gesagt, es wird einer kommen. Es wird einer kommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Erlöser würde erscheinen. Angefangen 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten. Es würde einer kommen, er würde die Sünden vergeben, er würde den Weg wieder bereit machen, zurück zum Vaterherzen. Und über das haben die Propheten gesprochen, geredet, es wurde niedergeschrieben. Unser Glaube beruht auf Tatsachen, die geschrieben wurden im Alten Testament und erwiesen in Kraft. Und aufgezeigt, dann später von einem Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, von einem Apostel Paulus, von einem Petrus, von einem Titus und so weiter und so fort. Da waren Männer und Frauen, die haben gesprochen, gesagt, es kommt einer. Die haben ihre Hoffnung gesetzt auf diesen, der kommen würde. So hat ein Hiob gesprochen und gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mose hat von ihm prophezeit. David hat von ihm gesungen. Jesaja hat ihn angekündigt. Und Johannes, der letzte Prophet des Alten Testaments, hat ihm schlussendlich den Weg geebnet. Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Und dieses Evangelium, dieser Grund war gelegt worden bei den Korinthern. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus, ich lese noch einmal 1. Korinther 15 ab Vers 4, Christus, er ist für unsere Sünden gestorben, so wie es die Schriften, das heißt, wie es die Bibel gesagt hat, das Alte Testament. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, ja wie es die Schriften, wie es die Bibel gesagt hat. Und dann kommt der Apostel Paulus und sagt, und das, was ihr Korinther geglaubt habt, das wurde bezeugt. Und zwar von Männern, die mit den beiden Beinen auf dem Boden standen. Wenn ihr bis ihr einen Juden überzeugen könnt, da braucht es viel.
Aber interessanterweise waren 12 Juden, die haben bezeugt, Jesus Christus ist der Messias. Das waren reiche Grundbesitzer, die haben gesagt, Jesus ist der Messias. Hochintelligente, bestens geschulte Führer, raubeinige Fischer, ein gestandener Arzt, ein einfacher Bauer, ehemalige Zolleintreiber. Alle, die haben bezeugt, Jesus ist der Messias. Diesen Männern konnte man nicht ein X für ein U vormachen. Männer, die Schwillen an den Händen haben von den Netzen, die sie jeden Morgen eingezogen haben, die gestunken haben nach Fisch, die ausgelacht wurden. Und dann sagen sie plötzlich, diese Galiläer, Jesus ist der Messias. Diese sagen, wir haben ihn gehört mit unseren eigenen Augen. Wir haben ihn gesehen. Also hören tun wir mit den Ohren, Entschuldigung. Ich habe es gerade gemerkt. Wir haben ihn gehört mit unseren eigenen Ohren, gesehen mit unseren eigenen Augen und wir haben ihn sogar betastet. Er hat uns nach seiner Auferstehung sogar Brot gereicht und wir haben es gegessen. Können wir nachlesen? 1. Johannes 1, Vers 1. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das waren Männer, die im Leben gestanden sind. Und die sind hingestanden und haben gesagt, und dieser Jesus ist der lebendige Gott, am Kreuz gestorben, auferstanden und er lebt, gen Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn dann so ein Mann kommt, voller Fragen, einer, der alles hinterfragt hat, ist auch gut, wenn man Sachen hinterfragt. Aber wenn dann derjenige kommt, der die Antworten gibt, dass diese Fragen dann auch sagt, ja, es stimmt. Du bist wirklich mein Herr und mein Gott. Ein Thomas, er wird der große Zweifler genannt. Ich glaube, er war einfach der wollte es ganz sicher wissen. Er war nicht so wie der Petrus, so überschwänglich. Nein, kann es wirklich so sein? Ist er wirklich der Messias? Stimmt es wirklich? Und dann sagt er, ich glaube es nicht, dass er auferstanden ist, nur wenn ich meine Finger in seine Wundmale lege. Und dann kommt der Herr Jesus, er begegnet ihm und dann bricht dieser Thomas zusammen und zwar vor allen anderen Aposteln. Er wirft sich zu seinen Füßen und er sagt, mein Herr und mein Gott, mein Kyrios und mein Theos, mein Herr und mein Gott. Und alle anderen Apostel haben das bestätigt. Und dieser Zweifler, er wirft von einem Moment auf den anderen seinen ganzen Zweifel über Bord. Und er ist bereit, für diese Person, für Jesus Christus, dem er persönlich begegnet ist er bereit, bis nach Indien, nach Madras zu gehen und diesen Menschen dort das Evangelium zu bringen. Er erleidet dort den Märtyrertod. Und man kann heute noch sein Grab anschauen. Und wenn Menschen, Männer wie ein Thomas, wie ein Petrus, wie ein Johannes sagen, er ist Gott, er ist mein Herr, dann muss an diesem Evangelium etwas Wahres sein. Und deswegen, der christliche Glaube ist nicht eine Utopie. Wenn dem so wäre, dann wären wir als Christen die Ärmsten von allen. Wenn wir irgendwie einem Phantombild hinterher jagen würden, dann wären wir alle bescheuert. Dann wären wir doch alle nicht ganz dicht. Dann wären wir alle Meschuke. Und genau das sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 16. Er sagt, dann wären wir die elendesten unter allen Menschen. Wisst ihr, das Schöne ist, der christliche Glaube ist bezeugt. Erwiesen aus dem Alten Testament, bezeugt im Neuen Testament. Männer waren bereit und interessanterweise alle 12 Apostel, bis auf einen, sind in Märtyrertod gestorben. Sie waren bereit für das, was sie gesehen haben, für das, was sie gehört haben, was sie berührt haben, waren sie bereit, ihr Leben zu geben. Und Millionen von Christen waren bereit, ihr Hab und Gut liegen zu lassen, weil sie
in der Nachfolge des Messias von Jesus Christus standen. Vor einigen Tagen habe ich eine liebe Schwester im Spital besucht. Und wisst ihr, wenn man im Spital ist und man nicht weiß, wie diese Krankheit ausgeht, und wenn man dann über Jesus Christus reden kann, über den Glauben, über die Hoffnung, über den Trost, über die herrliche Aussicht, einmal bei Jesus zu sein, das können nur Menschen, die eine Hoffnung haben, und diese Hoffnung heißt Jesus Christus. Wenn wir diese Hoffnung nicht hätten, wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, ich würde fressen und saufen und rumhuren, auf Deutsch gesagt. Aber ich habe diese Hoffnung und die heißt Jesus Christus. Hast du diese Hoffnung? Schau einmal dein Leben an, wie sieht es aus? Bist du in dem gefangen, weil du eben das nicht hast? In diesen 3 Dingen, die ich gesagt habe, auf Deutsch habe ich es gesagt, mal klar Deutsch. Oder bist du einer, der Jesus nachfolgt und ganz bewusst weiß, ich habe ein Ziel vor Augen, ich habe eine Hoffnung vor Augen, ich habe Jesus vor Augen, ich weiß, wo ich hingehe, ich habe den Trost, ich habe die Ewigkeit. Bist du ein Kind Gottes? Bist du einer, dem Jesus gehört? Paulus sagt, wenn wir diese Hoffnung nicht hätten, dann wären wir die elendesten unter allen Menschen. Und nun kommt Paulus und sagt, nun aber ist Christus, im Vers 20, nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und der Erstling der Entschlafenen. Und dann sagt er, und weil das so ist, wird auch er leben und wir werden lebendig gemacht werden. Wie oft bin ich schon gestanden an einem offenen Grab und wir konnten sagen, weil wir an Jesus Christus glauben, wir haben eine Hoffnung, wir haben ein Ziel, wir haben einen Inhalt. Und es wurde bestätigt von vielen Zeugen. Und nun kommt der Apostel Paulus und sagt, das, was er glaubt, das, was er verkündigt hat den Korinthern, das ist bezeugt worden von vielen, vielen Männern, von vielen Frauen. Und nun lesen wir die nächsten Verse. In Vers 3 bis 8. Vers 3 bis 8. Da sagt Paulus, er wurde begraben und am 3. Tag auferweckt. So wie es die Schriften gesagt haben. Und dann sagt er ist dem Kephas erschienen. Aber noch mehr. Danach dem Kreis der 12. Danach erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal. Und dann sagt er, von denen die meisten noch am Leben sind. Das heißt, ihr könnt die fragen. Du, hast du nicht auch Jesus gesehen? Doch, der ist mir begegnet. Die 2, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Habt ihr nicht mit ihm das Brot gebrochen? Hat euch nicht sich selber groß gemacht aufgrund des Alten Testaments? Habt ihr nicht gestaunt? Doch. Und deswegen sagt Paulus hier, danach ist er erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind schon gestorben. Und dann sagt er, danach erschien er Jakobus, dann allen Aposteln, zu allerletzt erschien er auch mir. Wisst ihr, unser Glaube steht auf gutem Fundament. Wir haben Hoffnung, wir haben Trost, wir haben einen Ausblick. Wir werden eines Tages bei Jesus sein. Paulus sagt, prüft es nach, forscht nach. Und so kommt der Apostel Paulus und sagt, wir Christen, wir haben eine lebendige Hoffnung. Und wisst ihr, wie diese Hoffnung heißt? Oder wenn ich an einem offenen Grab stehe, da hört alle Philosophie auf. Aber einer bleibt, Jesus Christus. Der Jesus, er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. An einem offenen Grab, da hilft kein Konfuzius, kein Buddha, kein Allah, nur einer. Einer, der drüben war und der zurückkam und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Unsere Hoffnung hat einen Namen und er heißt Jesus.
Wir haben Hoffnung, weil er lebt, weil er auferstanden ist und weil er wiederkommt. Und weil Jesus Christus auferweckt ist aus den Toten, und deswegen sagt Paulus das in Vers 20, nun ist aber Christus von den Toten auferweckt. Und Paulus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 8, dass wir ganz bewusst auf das immer wieder unser Augenmerk richten sollen. Nämlich Jesus vor Augen als der Auferstandene, als der Lebendige. Und wenn ich in dieser Beziehung lebe, in dieser Beziehung mit dem Auferstandenen, dann kann ich nicht mich selber leben, dann kann ich nicht in Sünde leben, dann kann ich nicht tun und lassen, was ich will, denn ich bin sein Kind und ich lebe in der Verbindung mit ihm. Und deswegen heißt es da, sagt der Apostel Paulus, 2. Timotheus 2, Vers 8, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus, auf ihn, der von den Toten auferweckt ist. Der Paulus, er tat das. Und weil er diese Hoffnung hatte, weil er so ausgerichtet war, weil er in dieser lebendigen Beziehung stand, deswegen kann er dann auch sagen, ab Vers 8b, weil ich Jesus vor Augen habe, ich sage es mal in meinen Worten, weil er aus den Toten auferweckt ist, weil er in meinen Gedanken ist, darum ertrage ich alles. Bist du mit Jesus verbunden? Bist du mit ihm unterwegs? Ist Jesus Christus die Hoffnung der Herrlichkeit in deinem Leben? Ist Jesus Christus die Hoffnung eines wunderbaren Erbes, das du eines Tages bekommen wirst? Ist Jesus Christus die Hoffnung der Auferstehung? Wenn du jemanden zu Grabe getragen hast, weißt du, er wird auferstehen und wir werden uns wiedersehen. Wenn Menschen auf dieser Erde, Christen auf dieser Erde Abschied nehmen müssen, es ist nur für kurze Zeit. Und wisst ihr, das Schöne ist, als Christen haben wir auch den Heiligen Geist in uns. Wir sind nie allein. Wir haben den Tröst, wir haben den Beistand, wir haben die Hilfe. Und wisst ihr, diese Hoffnung, diese hält. Unser Leben mag geprägt sein von Anfechtungen. Wir können durch tiefe Täler geführt werden. Und dennoch wissen Christen selbst auf dem Krankenlager oder auf dem Totenbett, klar vorher, bevor man sie sterben, am Sterbebett heißt es ja nicht Totenbett, Sterbebett. Da kann man sagen, wie der Hiob es gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Hoffnung nährt sich aus dem Wissen, dass Jesus da ist. Diese Hoffnung nährt sich aus dem Wissen, dass er drüben war, er zurückkam. Dass er der ist, der das ganze Universum trägt. Dass er der ist, der mich bei meiner Hand hält, der mich nie mehr loslässt. Es nährt sich aus dem Wissen, dass all das einmal vergehen wird, aber einer bleibt. Dass er für mich sorgt, auch für meine Seele. Und all das Wissen lässt mein Herz ruhig werden und getrost. Er wird mir versorgen. Er wird mir das geben, was ich nötig habe. Und er wird manchmal mir Dinge wegnehmen oder mir Dinge vorenthalten, von denen er weiß, dass sie mich hindern in meiner Jesus-Nachfolge. Fange an, Ja zu sagen zu den Wegen, die Gott führt. Lebe eine tiefe, eine echte Verbindung mit Jesus. Sei mit ihm unterwegs, steh mit ihm auf, geh mit ihm durch den Tag, leg dich am Abend mit ihm ins Bett. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, dann rede mit ihm. Und fange an zu danken über den Wegen, die er führt. Fange an zu preisen über die Herrlichkeit, die er dir schenkt. Fange an zu danken über dem, dass er dich erlöst hat. Und fange an zu danken, wenn er dir Dinge wegnimmt, die dich vielleicht hindern auf deiner Jesus-Nachfolge. Und wisst ihr, das Schöne ist, all das beruht auf der Verheißung, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ich habe Gedanken des Friedens über euch und nicht des Leidens. Es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass du jeden Tag neu verspüren darfst, aufgrund des Wortes Gottes und aufgrund des Zeugnisses des Heiligen Geistes, dass er da ist, dass er dich trägt. Er ist der Gott alles Trostes. Die Bibel sagt, er kann euch besser trösten, als eine Mutter tröstet. Er kann die Tränen besser abwischen, als ein Mensch es je vermag. Er heilt Wunden.
Wunden, die du dir vielleicht selber geschlagen hast oder die dir zugefügt wurden von anderen. Er heilt Wunden, er verbindet Narben. Und wisst ihr, das Schöne ist, Gottes Sprechstunde hat immer offen. Er hat keinen Wartesaal. Wir können kommen. Er hat immer Zeit. Ja, er wartet immer auf mich. Und wie oft haben wir keine Zeit für ihn? Und wisst ihr, das Wissen, wenn ich das alles weiß, aufgrund des Wortes Gottes, dann wird dieses Wissen in mir zu einer Quelle von überfließender Freude. Und diese Quelle kennt keine Trockenheit. Und ich hoffe, dass diese Hoffnung, diese Freude, dieser Trost auch dein Herz immer wieder neu erfüllt. Dietrich Bonhoeffer schrieb über die Hoffnung Folgendes. Und Dietrich Bonhoeffer war auch ein Mann, der mit beiden Beinen auf dem Boden stand. Er war sogar bereit, für diese Hoffnung, die Jesus Christus heißt, war er bereit, sein Leben zu geben. Dietrich Bonhoeffer schrieb Folgendes: Ein Glaube, der nicht hofft, ist krank. Er ist wie ein hungriges Kind, das nicht essen, oder wie ein müder Mensch, der nicht schlafen will. So gewiss der Mensch glaubt, so gewiss hofft er. Und es ist keine Schande zu hoffen, ja grenzenlos zu hoffen. Wer wollte auch von Gott reden, ohne zu hoffen? Wer wollte auch von Gott reden, ohne zu hoffen, ihn einmal zu schauen? Wer wollte von Frieden und von der Liebe unter den Menschen reden, ohne sie einmal in Ewigkeit erleben zu wollen? Wer wollte von einer neuen Welt und einer neuen Menschheit reden, ohne zu hoffen, dass er an ihr teilhaben werde? Und warum sollen wir uns unserer Hoffnung schämen? Nicht unsere Hoffnung werden wir uns einstmal schämen brauchen, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut, die in falsche Demut nicht zugreift, wo Gottes Verheißungen gegeben sind, die resigniert in diesem Leben und sich nicht freuen kann auf Gottes ewige Macht und Herrlichkeit. Je mehr ein Mensch zu hoffen wagt, desto größer wird er mit seiner Hoffnung. Der Mensch erwächst mit seiner Hoffnung. Wenn es nur die Hoffnung auf Gott und seine alleinige Kraft ist, diese Hoffnung, die bleibt. Auf was setzt du deine Hoffnung? Ist es Jesus Christus? Oder bist du so hin und her gerissen, so wie die Korinther? Der Apostel Paulus, er muss die Korinther tadeln, denn die Korinther waren vom Zweifel zerfressen, innerlich aufgewühlt, weil sie haben ihr Ohr jemandem anders geliehen, nicht dem Worte Gottes, nicht der Bibel. Sie haben die Bibel nicht mehr gelesen, sie waren nicht mehr gegründet auf dem Fundament, das Apostel Paulus gelegt hatte. Und deswegen, auf was baust du deine Hoffnung? Ist es die Tatsache der Bibel oder sind es die Unsicherheiten dieser Welt? Paulus hatte das gute Fundament in Korinth gelegt. Aber die Korinther haben dieses Wort Gottes, sie haben die Bibel links liegen gelassen. Sie haben das Wort Gottes nicht mehr geachtet. Sie waren nicht mehr vom Wort Gottes bestimmt, sondern andere Dinge haben sie bestimmt. Und entsprechend kamen immer mehr Zweifel an der Auferstehung auf, Zweifel an der Ewigkeit, Zweifel an der Entrückung. Und deswegen sagt Paulus in Vers 34, werdet wieder nüchtern und hört auf zu sündigen. Das kehrt zurück zu der Auferstehungshoffnung. Damals war das Denken der Epikureer war sehr vorherrschend. Auch der Stoiker, die Epikureer, die haben gesagt, es gibt kein Leben nach dem Tod. Und dieses Denken hat die Korinther beeinflusst. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, die ganze Welt, die spottet über die christliche Auferstehungshoffnung. Bist du von dem geprägt oder von der Bibel? Und deswegen sagt der Apostel Paulus, werdet wieder einmal richtig nüchtern und hört auf zu sündigen. Denn zu eurer Schande muss ich sagen, dass einige von euch Gott überhaupt nicht kennen. Es wird aber jemand fragen, ja, wie werden denn die Toten auferstehen? Und was für einen Körper werden sie haben?
Also Paulus sagt, kehrt zurück zur Bibel. Vor einigen Tagen hatte ich bei uns im Missionswerk Mitternachtsruf einen Telefonanruf. Da war jemand, der wollte Seelsorge. Und dann haben wir gesagt, okay, als erstes frage ich meistens, sind Sie ein Kind Gottes? Haben Sie Ihr Leben Jesus gegeben? Und jedes Mal hieß es, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre dem Herrn Jesus. Dann habe ich gesagt, ja wunderbar, dann holen Sie mir bitte die Bibel. Die Bibel geholt, haben gesagt, bitte schlagen Sie auf in Lukas Kapitel sowieso. Dann fragt diese Person mich, ja, wo ist das Lukas-Evangelium zu finden? Im Alten oder im Neuen Testament? Und dann haben wir nochmal gefragt, ja, sind Sie ein Kind Gottes? Ja. Okay, schlagen Sie Lukas Kapitel sowieso auf. Es ist im Neuen Testament zu finden. Und dann fragt die Person zurück, ja, ist das vor oder nach dem Psalmen? Wir sind geprägt von allem anderen, aber nur nicht vom Wort Gottes. Wir nennen uns Christen, aber wir folgen irgendeinem anderen, aber nicht dem Christus der Bibel. Was bestimmt uns, was prägt uns, von was ist unser Denken ausgefüllt? Wisst ihr, oft wird gesagt, weißt du, ich kann nichts dafür, das sind meine Lebensumstände. Wir selber sind schuld, weil wir nicht eine echte, tiefe, lebendige Beziehung zu Jesus Christus leben. Die Korinther, die hatten die Hoffnung der Auferstehung, die Hoffnung der Zukunft, die Hoffnung der Entrückung aus den Augen verloren, weil sie die Bibel zur Seite gelegt haben. Und deswegen muss Paulus sagen, ich habe es gelesen, werdet wieder richtig nüchtern, hört auf zu sündigen. Es waren nicht die Lebensumstände, die das Problem waren bei den Korinthern. Die Korinther, die hatten einen wunderbaren Gemeindeältesten, einen hingegebenen Gemeindeleiter, einen fantastischen Bibellehrer, einen, der hat die christliche Tugend ausgelebt, einen geistlichen, liebevollen Mentor, einen zielorientierten, geradlinigen Pädagogen, nämlich den Apostel Paulus. Und die standen völlig neben den Schuhen. Sie waren in Bezug des christlichen Lebens Babys geblieben. Und deswegen muss Paulus ihnen sagen, können Sie aufschlagen, 1. Korinther 3, Vers 2. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie jetzt noch nicht vertragen. Wir sollen wieder zurück zur Bibel. Zurück zu dem, was die Bibel lehrt. Auch in Bezug unserer Hoffnung, in Bezug der Ewigkeit. Die Frage, die der Apostel Paulus in den Raum stellt und sagt, ja, wie werden die Toten auferstehen? Ich glaube, das war eine Frage, die die Korinther an den Apostel Paulus gestellt haben, weil die Korintherbriefe sind ja ein Briefwechsel. Wir haben im Grunde genommen 4 Korintherbriefe, von denen wissen wir. Der erste Korintherbrief ging verloren, dann der zweite Korintherbrief ist der, den wir haben, und dann der dritte Brief ging wieder verloren und der 4. Korintherbrief ist der zweite Korintherbrief. Also das heißt, Apostel Paulus hat einen Briefverkehr mit den Korinthern gehabt und dann stellen die Korinther dem Paulus die Frage, weil sie so geprägt waren von ihrem Umfeld, ja, wie werden dann die Toten auferstehen? Und dann muss der Apostel Paulus sie tadeln und sagen, ja, was du säst, wird doch nicht wieder lebendig in dem Sinn, dass es gleich zurückkommt, kommt ganz anders zurück. Es wird gesät, verweslich, sagt er, aber auferstehen unverweslich. Ein lieber Freund von mir, er musste eine Beerdigung halten. Und er sprach über die lebendige Hoffnung, die wir haben als Christen. Von der Hoffnung der Auferstehung. Von der Hoffnung der Auferstehung. Und am Schluss gab er jedem, der wollte, eine Tulpenzwiebel mit. Als Sinnbild von der herrlichen Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Wenn wir eine Tulpenzwiebel nehmen und in die Erde stecken, da kommt nicht eine Tulpenzwiebel hervor, sondern eine fantastische Blume. Wenn unser Leib gesät wird, dann wird eines Tages ein wunderbarer Auferstehungsleib heraufkommen.
Diese Tulpenzwiebel widerspiegelt die Allmacht Gottes. Diese Tulpenzwiebel weiß, ich bin keine Pflaume, ich bin eine Tulpe. Sie weiß, ich bin kein Kirschbaum, nein, ich bin eine wunderbare Blüte. Das hat Gott in diese Tulpenzwiebel hineingelegt. Sie widerspiegelt die Schöpferkraft Gottes. Und genauso sagt der Apostel Paulus das ab Vers 42. Die Korinther fragen ja, geprägt von ihrem Umfeld, ja, ich glaube nicht, dass es auferstehen wird. Ja, wie wird das überhaupt sein? Es wird doch alles in die Erde gelegt, es verfault, es vermodert, es verwest, schlussendlich nichts mehr da. Und dann sagt der Apostel Paulus, du Narr, was du säst, wird ganz anders hervorkommen. Und dann sagt er, was in die Erde gelegt wird, das ist vergänglich. Was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Und wie oft haben wir das erleben müssen, wenn Menschen schwächer werden, älter werden, nicht mehr können. Menschlich gesprochen ist es armselig. Aber dann kommt die wunderbare Auferstehungshoffnung. Und dann sagt Paulus, und es wird auferweckt werden voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Was auferweckt wird, voller Kraft. Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib. Was auferweckt wird, ein himmlischer Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, einen der Seele entsprechenden Körper, muss es auch einen himmlischen Leib geben. Einen dem Geist entsprechenden Körper. Und wisst ihr, darauf freue ich mich. Wenn das ganze knackige Alter aufhört. Ein lieber Freund von mir hat mir eine schöne Karte geschenkt zum 15. Geburtstag. Kannst du dich erinnern? Jetzt kommst du ins knackige Alter, hast du draufgeschrieben. Es knackt da, es knackt dort. Wenn ich mal, ja, es ist doch so. Und eines Tages werde ich diesen knackigen Körper ablegen. Dann kriege ich einen, der ist gut geölt, Michi. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich echt drauf. Einen fantastisch geölten Körper. Das läuft alles wie geschmiert. Und wisst ihr, wir haben als Christen, wir haben diese Auferstehungshoffnung. Das Beste kommt noch. Eine Tulpenzwiebel wird zu einer wunderbaren Blume. Jetzt im Frühling, ich liebe diese Frühlingszeit über die Maßen. Wenn ich plötzlich sehe, da geht eine Knospe auf, da fängt eine Narzisse oder eine Tulpe und so weiter an zu blühen. Aus einer unscheinbaren Raupe, zwar nicht jetzt, sondern erst später, da wird ein wunderbarer Schmetterling daraus. Es ist alles ein Hinweis auf die umgestaltende Auferstehungskraft unseres Gottes, der sich offenbart hat in Jesus Christus. Wir werden unsere alte Zwiebel eines Tages abstreifen. Wir werden unser altes, zerknittertes Kleid, dieses Zelt, werden wir eines Tages in den Schrank stellen. Und werden wir ein Haus bekommen vom lebendigen Gott, das nie mehr abgebrochen wird. Wir werden diese alte Hülle tauschen. Und dann sagt der Apostel Paulus, ich lese 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 42. Da wollen wir miteinander lesen, da heißt es, und wir werden auferweckt unverweslich. Wir werden auferweckt in Herrlichkeit. Wir werden auferweckt in Kraft. Wir werden auferweckt in einem geistlichen Leib. Und dann sagt der Apostel Paulus, so gewiss wir getragen haben das Bild des Irdischen, in Vers 49, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und wisst ihr, das ist für mich ein wunderbarer Trost. Vor einigen Tagen saß ich im Tram und vis-à-vis saß mir ein älterer Herr, grau meliert gegenüber, Falten im Gesicht, ein Doppelkinn ganz leicht, Schnauz im Gesicht. Aber was ist denn für ein alter Kerl? Habe ich gemerkt, das ist ja mein Spiegelbild. Ja, wir werden eines Tages den ablegen. Ja, ich habe echt gestaunt. Bin ich schon so alt? Ja, stimmt wirklich, ich bin schon so alt. Aber ich werde eines Tages den ablegen. Und da freue ich mich. Und wisst ihr, dann sagt der Apostel Paulus, 1. Korinther 15, ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Und das ist doch Trost. Wir werden nicht alle entschlafen. Er redet hier von der Entrückung. Wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Wir als Christen, wir haben den Trost der Entrückung. Der Herr Jesus hat das angetönt. Als er sich zurückgezogen hatte mit seinen Jüngern, er wollte ihnen noch einmal ganz neu Mut machen. Er hat sich zurückgezogen in diesem Obergemach,
Johannes Kapitel 13, 14, 15, 16, 17. Es sind die zusammenhängenden Reden des Herrn Jesus zum Abschied für seine Jünger. Und dann sagt er zu ihnen, wäscht jetzt wenigstens die Füße, er zeigt, ich bin bereit, euch immer wieder zu vergeben. Und dann fängt er an und richtet die Blicke dieser entmutigten Jünger, richtet er himmelwärts und er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, ich komme wieder und ich werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern in seiner Nachfolge, sagt er, euer Herz erschrecke nicht. In der Welt haben wir Angst. Hin und her geworfen. Wenn wir alles schauen, was heute in der Welt läuft, da kann man manchmal sich erschrecken. Ich kenne Menschen, die sagen, ich schaue gar keine Nachrichten mehr. Ich werde nur noch depressiv und das stimmt. Und der Herr Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Weswegen? Weil wir eine Hoffnung haben und diese Hoffnung heißt Jesus Christus und er kann jeden Moment wiederkommen. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Es gibt viele Spekulationen über diese Wohnungen. Aber wisst ihr, das Schönste ist, was uns die Bibel sagt. Offenbarung 21, ab Vers 1. Und das sind die Wohnungen Gottes, die der Herr für uns vorbereitet hat. Und da freue ich mich hinzugehen. Wenn du auf dieser Erde eine kleine Wohnung hast, kein Problem, gräme dich nicht, freue dich darüber. Wenn du eine Wohnung hast, die das Dach tropft, gibt es zwar hier in Europa ganz wenig, aber es soll es auch geben. Wir hatten das in Südamerika. Kein Problem, im Himmel wird dein Dach mal nicht tropfen. Ich lese da Offenbarung 21, Vers 1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Ich lese es wieder nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Wow, wie wird das sein? Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Oder? Meer ist immer ein Bild von Trennung, von Abschied, von einem nie mehr Wiedersehen. Früher fuhr man übers Meer. Hudson Taylor war, glaube ich, 3 Monate unterwegs, hat nicht gewusst, ob er wieder zurückkommt. Das Meer ist ein Bild von Trennung, von Abschied. Im Himmel gibt es keine Trennung, gibt es keinen Abschied, gibt es keine Distanz. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle seine Völker sein. Ja, im Himmel gibt es Völker. Da braucht sie auch Regierungen. Oder nicht? Aber so ein paar Zwischengedanken. Gott selbst wird bei ihnen als Gott wohnen. Jede Träne wird von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben, auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, das ist für immer vorbei. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Trost. Das ist unsere herrliche Aussicht. Und gerade für Menschen, die in der tiefen, engen Beziehung mit Jesus leben, das ist die Freude, die unser Herz erfüllen darf. Freust du dich, dass Jesus Christus bald wiederkommt? Und dann sagt der Jesus zu seinen Jüngern, ich gehe hin. Er ist vor 2000 Jahren hingegangen. Und er wird jeden Moment wiederkommen. Und es war immer die Hoffnung der Gemeinde, Jesus kommt wieder. Er sagt nämlich weiter, und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und deswegen sagt Paulus auch in 1. Korinther 15, ab Vers 51. Höret zu, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden, blitzartig, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune, denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich, und wir werden verwandelt werden. Die Korinther, die kannten das, diese Posaunentöne. Korinth war eine römische Garnisonsstadt. Und da, wo römische Soldaten sind, da werden auch römische Signalhörner geblasen. Und gab es 3 verschiedene Hörner,
Signale. Das erste Signal, wenn das erste Mal geblasen wurde, heißt es, liebe Leute, liebe Soldaten, klar, es ist nicht lieb, Befehl ist Befehl, wird ausgeführt, bitte zusammenräumen. Zweites Signalhorn, aufladen. Das dritte Signalhorn, jetzt ist Zeit, jetzt wird anmarschiert. Und hier sagt Paulus, denn es wird, die letzte Posaune wird ertönen. Die Korinther haben genau gewusst, aha, die letzte Posaune, jetzt ist Abmarschzeit. Und wenn unsere Abmarschzeit gekommen ist, wenn unsere Posaune ertönen wird, dann wird es der Posaunenton sein, wo es heißt, Samuel, jetzt ist Zeit zu gehen. Die Entrückung steht vor der Tür. Und mir kommt es manchmal so vor, wie wenn in der Vergangenheit einige Male schon das erste Posaunenton geklungen hätte. Der Staat Israel wird gegründet. Ihr Christen, macht euch bereit, die Entrückung steht vor der Tür. Dann wird das zweite Mal, 67, Jerusalem kommt wieder zum Staat Israel. Es ist wie ein Ermahnen, ein daran erinnern. Und plötzlich ertönt die letzte Posaune und wir werden in einem Nu, alle, die an Jesus Christus glauben, werden entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen. Bist du bereit, wenn Jesus heute käme? Bist du von Jesus Christus ergriffen? Und dieses Ergreifen, das hier gebraucht wird, dieses Weggerückt werden, im Augenblick, im Nu einer Sekunde. Es ist genau das gleiche Wort, das die Bibel gebraucht, als der Philippus weggerückt wurde. Der Philippus wurde waagerecht weggerückt an einen anderen Ort. Und wenn der Jesus kommt bei der letzten Posaune, wenn es heißt, jetzt ist Zeit, dann wird die senkrechte Entrückung sein. Wir werden hin zu Jesus entrückt, ihm entgegen in der Luft. Ein machtvolles Entfernen aller derer, die an Jesus Christus glauben. Und es ist ein Ereignis, das wir jeden Moment erwarten dürfen. Bist du bereit, wenn Jesus heute käme? Und dann kommt der Apostel Paulus und dann sagt er Folgendes, ab Vers 54. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, was geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist nun dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Wenn die Entrückung sein wird, dann wirst du den Stachel des Todes nie spüren. Das ist damit gemeint. Der Stachel des Todes, verursacht durch die Sünde, ist der Tod. Aber wenn die Entrückung sein wird, dann wird auf einmal, wirst du den Todesstachel nie spüren. Und das Totenreich, wo jetzt all die, die in Jesus gestorben sind, die wir alle beerdigt haben, die werden dann muss das Totenreich, das jetzt diese Menschen gefangen hält, muss sie loslassen, ihre Körper loslassen und sie werden wieder zusammengeführt mit ihren Seelen, werden beim Herrn sein auf ewig. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus, weil er das herbeisehnt, weil er auf das seine Hoffnung setzt, sagt er in Vers 2 von Kapitel 5 von 2. Korinther. 2. Korinther 5, Vers 2 sagt er, deshalb sehnen wir uns jetzt nach diesem himmlischen Leib, diesen anzuziehen, so wie ein Kleid. So werden wir nicht nackt dastehen, oder? Wenn wir entkleidet werden, wenn wir in die Erde gelegt werden, sind wir nackt. Klar, ein Totenhemd kommt noch dazu, aber wir können nichts mitnehmen, wir sind nackt. Wir sind nackt, weil wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Da sagt der Apostel Paulus, er hätte das viel lieber, dass er nie diesen Leib ablegen müsste, sondern dass er einen neuen Leib anziehen, überkleidet werden. Und dann sagt er, solange wir in diesem Zelt, in diesem Leib, in dieser Hülle, in dieser Zwiebel sind, da sind wir bedrückt. Aber er sagt, wir möchten lieber überkleidet werden, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. Ist das auch deine Hoffnung? Ich hoffe jeden Tag, dass der Herr Jesus kommt. Und dann wird das Totenreich all die Gläubigen loslassen müssen. Der Stachel des Todes ist dann gezogen. Du wirst nicht sterben, du wirst beim Herrn Jesus sein. Und das ist unsere Hoffnung. Ist Jesus Christus deine persönliche Hoffnung? Ist Jesus Christus dein Trost? Wenn du durch Nöte gehst, halte dich doch an Jesus Christus fest, an ihm, dem Auferstandenen. Martin Luther, der Reformator, wenn er niedergeschlagen war, wenn er in Anfechtungen war, dann hat er mit Kreide, hat er überall hingeschrieben, wie weit, wie weit, wie weit. Er lebt, er lebt.
Und als er gefragt wurde, ja, weswegen er das macht, hat er gesagt, Jesus lebt. Und wenn der nicht lebt, so begehre ich mir nichts, noch eine Stunde zu leben. Allein weil er lebt, so werden wir auch leben durch ihn. Wie er selber gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus erlebt und er kommt bald wieder. Und deswegen möchte ich schließen mit dem Trostwort, das Apostel Paulus schreibt, der Gemeinde in Thessalonik. Die Gemeinde in Thessalonik ging durch große Nöte, durch Anfechtungen. Und er schreibt Apostel Paulus ihnen, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Es ist die letzte Posaune. Das habe ich jetzt eingefügt. Und auch die Stimme eines Erzengers und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch untereinander gegenseitig mit dieser Gewissheit. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir haben eine wunderbare Hoffnung. Wir haben solch einen Trost. Wir wissen, dass du lebst, dass du auferstanden bist. Es wurde bezeugt von dem Alten Testament. Es wurde bestätigt von so vielen Zeugen. Und wir haben erfahren, wie wir diese wunderbare Hoffnung haben durch das Zeugnis deines Heiligen Geistes. Und wir haben dein Wort. Und Herr Jesus, wir wollen uns an dieses halten. Wir wollen in der tiefen, echten Beziehung mit dir leben. Und Herr Jesus, wir wollen uns an deinem Wort festhalten. Und wir wollen damit rechnen, dass du jeden Moment wiederkommen kannst. Und Herr Jesus, wir wollen dir zurufen, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Ja, der Geist und die Braut, sie rufen, komme bald, Herr Jesus. Danke dafür. Amen.